willkommen bei ProBro Lifestyle und heute mit einem extrem wichtigen Video, wenn es um die Ernährung geht. Und zwar nehmen wir heute mal die vier härtesten Ernährungsfehler, die es gibt, auseinander. Und zwar habe ich einfach gemerkt, dass das Denken bei vielen Leuten, vor allem bei den Anfängern, noch ein bisschen falsch ist. Ich habe auch viele Fehler gemacht in der Ernährung und ich rede hier von der Praxis, aus Erfahrung, und wir nehmen jetzt die 4 Fehler, die man oft macht bei der Ernährung, mal auseinander. Fehler Nummer 1, ja, das heißt, wenn man clean ist, sauber ist, kann man nicht zunehmen. Das ist natürlich falsch, ja. Ich habe das früher eine Zeit lang auch gedacht, so vor 3-4 Jahren. Das heißt, wenn ich nur immer schön Reis esse, Chicken, bisschen Brokkoli, Kartoffeln, Dinkelpasta, halt wirklich nur cleane Sachen, dann kann ich so viel essen, wie ich will und ich nehme nicht zu. Ich werde nicht fett. Das ist natürlich falsch. Man wird auch fett, wenn man sich nur clean ernährt, das heißt mit Reis, Kartoffeln, Hähnchen und solche Sachen. Auf was ihr achten müsst, sind einfach die Kalorien, ja. Ich meine, man kann Reis essen und Hähnchen und irgendwie 4.000, 5.000 Kalorien verdrücken, dann ist klar, dann werdet ihr auch fett, wenn ihr nur 3.000 eigentlich für einen gesunden Aufbau bräuchtet. Ja? Also entscheidend sind hier die Kalorien, nicht ich sage jetzt, das Essen, das saubere Essen oder unsaubere Essen, sondern entscheidend sind alleine die Kalorien. Jeder Mensch hat einen Kalorienumsatz, jeder Mensch braucht am Tag so viel und so viel Kalorien. Das ist, wenn man Diät machen will, wenn man Fett verlieren will, ist es wieder was anderes als im Aufbau. Die Kalorien werden dann definiert, ja. Für den Aufbau beispielsweise baue ich jetzt 3200 Kalorien, um runter zu rippen und definieren, beginne ich dann mit 2600 Kalorien. Das ist nur ein Beispiel. Aber diese Kalorien, auf die müsst ihr achten. Und wenn ihr die Kalorien überschießt, auch wenn das nur mit Reis ist oder mit Kartoffeln, da werdet ihr trotzdem fett, ja. Also es ist schlussendlich scheißegal, ob ihr mit Pizza 1000 Kalorien überschießt oder mit Reis. Ein Überschuss ist ein Überschuss und in einem Überschuss setzt man immer auch an Fett an. Egal ob die Nahrung sauber ist oder nicht. Ja? Dann Fehler Nummer 2 ist die Vernachlässigung von den Mikronährstoffen, sprich von den Vitaminen, von den Mineralien und von den Ballaststoffen. Wenn wir uns immer nur auf die Makronährstoffe konzentrieren, sprich Kohlenhydrate, Protein, Fett. Ja, ich muss 300 Gramm Kohlenhydrate essen am Tag, ich muss 180 Gramm Protein haben und zum Beispiel 70 Gramm Fett. Ist alles gut und recht, auf das muss man natürlich schauen. Aber wenn man dann komplett die Mikronährstoffe vernachlässigt, man nicht schaut, ob man genug Vitamin D hat, D3, wie jetzt hier im Winter, extrem wichtig, für die Stimmung, für das Immunsystem, für die Regeneration, ja, Zink, Vitamin C, Ballaststoffe, die in Früchten drin sind, in Brokkoli und so weiter und so fort. Auf diese Sache müssen wir ebenfalls achten, weil wenn wir uns nur auf die Makros konzentrieren und die Mikronährstoffe vernachlässigen, dann funktioniert unser Körper nicht richtig und wir können auch die Makronährstoffe nicht richtig aufnehmen. Ja? Das heißt also, wir sind vielleicht beispielsweise immer müde am Tag, wir sind schlecht drauf, wir haben nicht richtig Energie, um zu trainieren, um die Leistungen im Training abzurufen, und wir haben einen schlechten Schlaf, eine schlechte Regeneration. Also ihr seht, das Ganze ist ein Teufelskreis. Wenn man die Mikronährstoffe vernachlässigt, dann hat das eine Wirkung, eine krasse Wirkung auf das ganze System, auf das ganze Zentralnervensystem. Das heißt also, wichtig, auch die Mikronährstoffe abdecken, genügend Ballaststoffe nehmen, auf die Vitamine schauen, auf die Mineralstoffe, auf die Mineralien und dann auch natürlich auf die Makronährwerte, ja? Kohlenhydrate, Protein, Fett. Das Gesamtbild muss stimmen. Okay, das war der Fehler Nummer 2. Dann Fehler Nummer 3. Mahlzeiten-Timing. Das ist auch wieder so lustig. Früher, ich kann mich noch genau erinnern, ich war im Gym, ich habe meinen Shake schon mitgenommen, habe gerade meine Brust fertig trainiert, guten Pump gehabt und ich habe gesagt, oh shit, ich muss einen Proteindrink trinken, Mann, in den nächsten 10 Minuten, sonst verliere ich meine Gains, sonst bam, werde ich nicht richtig massiv. Ich muss meine Banane essen für die Kohlenhydrate, muss sofort meinen Proteindrink trinken, und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja? Heute weiß man, dass es scheißegal ist, ob du jetzt direkt nach dem Training deinen Proteinbedarf deckst oder ob das 2-3 Stunden später ist. Das ist völlig egal. Also dieses
dieses Fenster, dieses Zeitfenster, das spielt nicht so eine Rolle. Ich sage einfach, wichtig ist immer, dass ihr nach dem Training, ich sage so in den nächsten 3 Stunden was zu euch nehmt, was esst, ein bisschen Kohlenhydrat, natürlich auch Proteine, aber dass es sofort direkt nach dem Training ist, dass ihr in die Garderobe rennen müsst und diesen Protein trinken müsst. Leute, vergesst das, ja. Es ist eigentlich schon bei vielen bekannt, aber ich habe eben jetzt auch gehört und höre es immer wieder, dass es bei vielen eben auch noch nicht bekannt ist. Darum sage ich das. Und wirklich vergesst das, Leute, ja. Vergesst das, also ihr werdet keine Gains verlieren und ihr werdet wegen dem auch nicht weniger aufbauen, wenn ihr nicht direkt nach eurem Training den Shake reinzieht oder eine Banane, ja. Also vergesst das. Fehler Nummer 4, und das ist etwas, was ich lange auch nicht geglaubt habe, auch wenn es Studien gibt, auch wenn es andere vorgemacht haben. Ich habe es erst dann geglaubt, als ich es selbst ausprobiert habe, und das ist die Mahlzeitenfrequenz. Früher war ich der Meinung, okay, ich muss 5-mal am Tag essen. Ja? Am Morgen, dann zwischen Morgen und Mittag, am Mittag nochmal, am Nachmittag, am späteren Abend und ganz am Abend vielleicht nochmal. Das ist wichtig. Das ist schlussendlich falsch, Leute, weil ihr müsst einfach diese Kalorien, den Makrobedarf, den ihr habt, Protein, Kohlenhydrate, Fette, wie auch Mikros, müsst ihr innerhalb von 24 Stunden, sage ich mal, in eurem Körper drin haben. Das heißt, ob ihr jetzt 2-mal am Tag esst, morgens oder dann abends, solange die Kalorien, die ihr braucht, mit den zuständigen Makros und Mikros gedeckt sind, spielt das keine Rolle. Ich habe es selber ausprobiert und das funktioniert. Jetzt kommt natürlich noch der Wohlfühlfaktor dazu. Wenn sich jemand wohlfühlt mit 4-mal am Tag essen, 5-mal am Tag essen, ist das super. Ich beispielsweise, ich finde es am geilsten, wenn ich 4-mal essen kann. Am Morgen, Mittag, Nachmittag und abends. Aber jetzt kommt es natürlich auch mal vor, dass ich nur 2-mal am Tag esse oder beispielsweise nur einmal. Das kommt schon sehr, sehr selten vor, aber es kann vorkommen. Wenn ich in Amerika unterwegs bin und ich weiß, okay, ich bin den ganzen Tag unterwegs, dann esse ich am Morgen die Hälfte meiner Kalorien und dann am Abend nochmal die Hälfte meiner Kalorien, oder? Am Schluss des Abends, wenn man schlafen geht, müssen einfach die Kalorien gedeckt sein, so abgestimmt auf euch, und dann seid ihr safe. Wir müssen nicht 5-6 Mal am Tag essen, überhaupt nicht. Aber wenn ihr euch natürlich wohlfühlt, dann tut das. Aber es gibt auch immer wieder viele Kunden von mir, die auf dem Straßenbau arbeiten oder sonst irgendwo im Verkauf, und die haben nicht die Möglichkeit, irgendwie am Nachmittag noch was zu essen oder 4-5 Mal am Essen. Dann no problem. Dann teilt es so auf, wenn ihr essen könnt, teilt eure Mikronährstoffe auf die Meals ab. Ja, und da müsst ihr auch nicht vorkochen, wenn ihr das nicht wollt. Wenn es Leute gibt, die vorkochen wollen, die ihre 4-5 Menüs kochen wollen, vorkochen wollen, macht's. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr euch dabei gut fühlt, tut's. Aber es ist nicht notwendig. Ja? Ich hoffe, ich habe euch mit diesen 4 Fehlern in der Ernährung ein bisschen aufklären können, ein bisschen neue Gedankenanstoße geben können. Gebt mir ein Feedback, wie ihr das Video findet, ob ihr mehr solche, ich sage jetzt mal fachliche Sachen haben wollt, auch für Anfänger. Gebt mir einen Daumen nach oben, Leute, teilt meine Videos, verteilt den Pro Lifestyle, sage ich mal immer. Und ich sage besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich schätze es wirklich. Oft habe ich von Leuten gehört, hey, du sagst es immer wieder, du bedankst dich immer wieder. Ja, ist richtig, ich bedanke mich immer wieder. Aber wenn ich mich bedanke, dann meine ich es auch so. Und darum bedanke ich mich von Herzen gerne, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr Comments schreibt, dass ihr Daumen nach oben gebt, dass ihr es cool findet. Das ist nicht selbstverständlich und ich schätze das jeden Tag. Darum, ich sage es nicht einfach so, sondern ich meine es auch. Wirklich, bleibt am Ball, Leute. Gebt Gas, Mann. Ernährt euch gesund. Ernährt euch wirklich gesund. Und trainiert, Mann. Trainiert. Macht etwas aus euch. Bis bald. Kiss, kiss. Bam, bam.